Merci. Schönen guten Morgen, die Morgen, Live-Leiterbausen, die uns eventuell am Streaming begleiten. Of an nach Freiers, mir können sagt mich später am Tag auch noch hellen. Live-Leute am Publikum, das ist gerade gesagt, gehen neue Gesichter einbauen noch am Publikum. Live-Kolleginnen und Kollegen, ich darf euch herzlich begrüßen für eine erste Gemeinderatssitzung. Das ist ja rein technisch als erste Gemeinderatssitzung. Wir haben schon in Trauerzeit an dem Wochentag gesagt, mindestens morgens Erdauer. Also nicht das, was wir in der ersten Gemeinderatssitzung als vorgestellt haben. Die kriegen morgen noch keine Schafferratserklärung vorgestellt. Das machen wir im September, und zwar den letzten Mittwoch am Monat, um 5 Uhr, also 17 Uhr, so wie wir das gewinnt sind. Weil ihr wisst, dass der Schafferrat recht letzten Dünsten um 10 Uhr am Innenministerium veredigt gehen, an denselben Tag oben sind wir dann noch zu Schötter als den neuen Gemeinderat veredigt. Das ist mal nach keiner Woche, dass wir heute zusammen am Amt sind und als Mandat angetreten sind. So wie ich das auch schon bei der Vereidigung gesagt habe, will ich auf dieser Platz jede Ränge für sein Wahlresultat felicitieren und auch ganz besonders die neuen Konseilien hier rund um den Tisch ganz herzlich willkommen heißen. Wie wir das schon angekündigt haben, organisieren wir eine Festlichkeit den 20. September, wo dann noch die austretenden Gemeinderatsmembers an als austretende Bürgermeister Jean-Paul Jost an engem dem Ulas entsprechende Kader von uns als Merci ausgedrückt kriegen und dass wir Arbeit an ihr Engagement geehrt gehen. Leider war das mit den Congés, die an Haus stehen, und mit den Vakanzen von den Mengen oder den anderen an unserem Gemeinderat nicht möglich. Das ist leider auch eine Konsequenz von den ab Juni vorgezogenen Wahlen, Gemeindewahlen. Und wir konnten schon bei der Präparation von den Wahlen alle feststellen, dass das Datum am Juni nicht nur Vorteile hat, aber leider par rapport zum Oktober auch viel mehr Stress bedeutet. Wie schon gesagt, der Schafferrat ist so eine Woche am Amt. Und wir bitten dafür mehr Verständnis und er versteht mich, dass wir noch nicht mit voller Vitesse fahren. Und wir also starten am Gemeinderat eigentlich recht am September gesehen. Wir haben uns aber entschieden, eine Sitzung zu machen, weil wir für den Schulumfang müssen erbischen Pavillon bei der Gare an dem Campus machen und dafür den Weg stimmen müssen. Wir sollen dem vierjährigen Schafferrat auch ein großes Merci für die Gelegenheit für Arbeit. Das gibt uns dann aber auch heute Gelegenheit, für als Vertreter und Syndikator zu melden, für das dann auch hier angefangen kann mit Schaffen. Wir wollen an der Kontinuität der Arbeit und Projekte an unserer Gemeinde feiern. Ich meine, es stehen wichtige Projekte in den nächsten Jahren für unsere Gemeinde an. Weil nicht nur das Stillstand am Anfang Rückschritt ist, wie es so schön heißt, wir haben Visionen für Schritte und wir wollen proaktiv an unserer Gemeindeentwicklung schaffen. Wir wollen die bekannten Probleme an unserer Gemeinde angehen, an die Bürgerinnen und Bürger, die Services und die Qualität von den Services anbieten, die sich von einer moderner und dynamischer Gemeinde als Lützeburg erwartet. Wir wollen aber auch in Zukunft investieren. Wir wollen Zukunft schaffen, für das auch die Generationen nach uns von der Lebensqualität und dem Leben zu schützen profitieren können. Wir haben eine Responsabilität hier rund um dich und wir müssen die richtigen Decisionen holen. Das ist die Aufgabe von diesem Gemeinderat als Schafferrat, auf jeden Fall früher als ob die zusammenarbeiten. Wir wollen transparent funktionieren und wir werden noch Kommunikation groß schreiben, für das wir auch zusammen als Objektive erreichen. Mehr darüber schwätzen werden wir dann im September. Wir sind auch ganz froh, mit unserem kompetenten Gemeindepersonal zusammen zu schaffen. Als stellvertretend so ich Ihnen Merci als Gemeindesekretär, dem Aller, an der Woche Michael, der Hand an der Technik, für stellvertretend für das Gemeindepersonal alle gut. Voilà, am Aller wollte ich verschiedene Informationen mitgeben. Auch da haben wir über das Projekt noch nicht ganz viele Informationen. Wie gesagt, wir sind noch eine Woche da und wir kriegen da noch ganz viel Input. Was ich aber kann sagen, dass die Autorisation für die Schale dann Stipi akkordiert ging, den 19. Juni vom Umweltministerium. Du hast also das Thema von einer Seite rausrappen vom Tisch. Was Haus Scheuer zu Straße geht, da sind auch Formalitäten fertig, sodass wir das Haus in der Zukunft gucken können und dann wollen wir das Haus für einen sozialen Zweck zur Verfügung stellen. Dann ist zu Straße an ein Haus angebracht, den 13. Juli,
wo der neue Chefrot dann lo eng Reunion mat der Poli gefrot huet, fir auch do méi Informationen iwwer Hanagent kreien, a wo och eng Reunion wette machen ma Minister am Centre sozioedukativ fir zu gucken, do Solutionen zu fannen. Dann hu alle gematkrit dat Deisebun, da bechte gemerk huet Dr. Lin Drssech zu bestreier an ganz woch kein Tisch gefuer sinn, dat das lo bis haut mat an vun Auto fuhren zicht anderem. Deelweis as Donner nøch geschafft gin, war schon no vum Komedi net ganz viel matkritisch offen, dat war wie die Leute mit weimunden dann noch so. Dann ass der Wëlosummer den ugeet organisiert vum Transportminister an deënnt er bis den 27. August statt. Dann hat eng Verschmutzung an der See durch Sterbechten vum Südest op der Klärenlä zu überseieren. Da das aber alles geklärt, also organisiert an bon, du hast net opgepasst gin, méi du hast enke interveniert gin, dass dann awer de Chantier so organisiert get, dass dat net mir fir könnt, méi dat das lo kein unbekannte Problematik, du war vu 4 ran mesure geholl gin, méi wie dat dann immer beim Chantier so was oder oft ass sind se net ahalle gin. Dat soll also an Zukunft dann noch net mir fir kommen. Dann hummer de 14. Den Kont vum Joar 2022 aufgeschloss, mat engem Boni vu 14.688.335,29 €. Dat ass méi wie dat wat firgesi waren, weil firgesi waren 9.988.321,17 €. Me so fir den Reserver Merci an dem ganzen Service finanziell fir die Erbecht. Dann hatte man den 19. Juli eng echte Versammlung heim am ganze Gemengepersonal, dat den neuchte Kontakt nach neue Chefrot an dat werden Rollo an Zukunft organisieren noch für die Leute am Gemengerot, die dann interessiert, für enke durch Service zu go an auch Gesichter kennenzulehren, von den Leute op der Gemenge schaffen. Da will ich noch kurz op Festra goen, da hat man den 1. Juli Zummerfest von der Amikal Neuheißen, dann den 6. Juli Grillfest aus Scoutskirmes he beim Scouts Chalet. Da war aber auch Diplomiwwerrechung derselbeschen der von Lützeburg Kuren am Sitzungssaal. Da konnten 33 Leute ihren Diplom überrecht. Dann hatten wir den 7. Eisen Schöttermärkt, mit dem Stand, wo man Fairtrade-Produkte 40 Märchen offeriert tun, dann aber auch Kannerflohmärkt an den Konzert-Apero von der Schötter Junggläser. Dann hat den 9. Juli de Cercle Avicole Porto Vert bei der Zuranlage zu versieren. Ich meine, das war auch ein flotten Erfolg. Ich war recht spät am Tag dort, hat ich mit dem Reh noch Grenze gehalten, sodass das geklappt hat. Und dann der 14. Juli war die Sangria-Party, die erste Sangria-Party vom Club der Jeunes. Ich meine, die war auch ganz gut besichtigt. Dann hatten wir aber auch Schulfest. Und der Merci- und Delta-Vereinigung und das Lehrpersonal für das Flottfest. Und wir waren ganz viele Leute, ganz flott Aktivitäten diesem Showfest. Dann ass den 12. den nächste Schëttermärkt an die Nengtrandonnée ma Motto organisiert vun der Sportkommission. Dann hummer den 20. August die Zengtrandonnée Jeng Majerus organisiert vum Wëlosclip Les Hirondelles. An den 26. August verkkeft Schëtter Musik hier traditionell Quatschkraut. Dann ass den 9. September den nächste Schëttermärkt am Monatsrismus wie mir dat gewinnt sinn. An den 10. September das Campisfest organisiert vun der DP. Und dann haben wir den 20. September als kleine Ehrung, wie ich sie schon angekündigt habe. Voilà, da wollten wir heute aber noch mal auf den Weg gehen, dass wir als berodend Kommissionen besetzen. Die berodenden Kommissionen, wo wir noch keinen großen Bedarf von gesehen haben, viel zu ändern. Aber ich meine, ihr wisst, gibt die 3 obligatorische Kommissionen, das ist Kommission von der Integration, von der Egalité des Chances, die über das Gesetz vom 16. Dezember 2008 gegründet ist, an wo man die verschiedenen Posten, so wie sie am Gesetz vorgesehen sind, muss man besetzen. Dann haben wir eine Schulkommission, die obligatorisch ist, das Gesetz vom 6. Februar 2009, und wir haben die Loyeskommission von der Loi modifiée 21. September 2006, die man dann noch muss besetzen. Daneben wollen wir folgende berodende Kommissionen schaffen, eine Kommission von der Familie vom 3. Alter, von den sozialen Affären. Ich meine, du die Taschen, das schickt mir schon zu, an nächster Zeit den Formular mit all den Informationen. Dann haben wir die Kommission de la Jeunesse, die wir wollen umnennen, Kommission des Enfants et de la Jeunesse, weil wir hatten immer des Comités d'encadrement de l'enfance, den aber an der Form nicht mehr so funktioniert hat.
an wir mengen dat ein gut Sach fir dats man déi Taschen och mat gingen an die Do-Kommission integrieren. Dann hummer Kommission du Sport et des Loisirs, also Sportkommission, mir hunn d'Umweltkommission, wo man op dat wëlle reagiere, wat doch zu summen ausgeschafft gin ass mat der Umweltkommission an dem Klimateam an dem Naturpaktteam. Da soll et so sinn, dats man da de bësse vun den trennen, dats Leiit net immer iwwer dieselbe Stosse mussssen dreimal diskutieren, wie wär doch flott, wann man do net immer dieselbe Schleit gegen an die Kommissionen nennen, sodass dann d'Umweltkommission vielleicht eng echtter politisch Rolle zu spiele krit an méi mat Avier befasst gëtt, an et Klimateam, an Naturpaktteam eben déi Aufgaben woerhoelen, die dann noch am Gesetz firgese sinn. Dann hat wir eng Kulturkommission, wir hatten eng Bautekommission, eng Finanzkommission, an eng Transportkommission, an net zulächt, dann awer auch eng also Kommission de l'Agriculture, de la Silviculture, du Développement rural, also eng Landwirtschaftskommission, wie man es dann Plötzeburg genannt hun. Die Idee ist für bis den 1. September zu wissen, wen der Welt an die Kommission nennen, als dat mat zu delen, wann d'accord sieht, wann nicht die Leute von tut oder auch nach Posten oplosen oder derner Leute sich können melden, als dat mat zu delen. Wäre flott, wenn man auch nimm bis den 1. September ginge kreieren, für dass man nicht Leute 2 Mal frohen und 3 Mal frohen. Wann dat nicht wollt machen, ist das auch okay. Also bis den 1. September, wir schicken der Stadt ein Gezau, mit den Detailer, nennt das von Schrift die Leute, die da bis du in der Hut für Kommissionen, dass man können dann das ausschreiben für die da mit d'accord sind und dass man dann Ende September definitiv als Kommissionen können nennen mit den Membern, die an den Kommissionen sind. Voilà, das zum Allerf. Dann wird Publik, fängt man haut am Scham Kaufmann nun. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, wo wir da ging schon den Tableau de Préséance vorstellen, an aller projiziert heißen. Voilà, da feiern wir ab die Members vom Gemeinderat, noch ihrer Anciennität. Und das ist am Anfang auch den Tableau, den definiert, wie der Schafferroder sagt, wenn der ganze Schafferroder verhindert wird, wie dann automatisch 43 aus von den Gemeinderatsmembers. Ja, Serge. Ja, bei mir ist zum Beispiel aber vielleicht du in Sto kommen noch Retreat, weil ich schon nicht so unbedingt Bock für eine Grundfähig mal schaffen. Und wenn ich mich gut kann erinnern, dass beim Jules auch ein Problem am Datum, am Geburtsdatum, die müsste vielleicht korrigiert gehen. Genau, es war den 12. Januar 2000, nicht 2001. Merci. Okay, machen wir das vielmals merci für die Korrektion. Jules, du bist noch jung, aber du wolltest dich noch mehr jung machen. Voilà, wenn das alles ist, dann gebe ich euch bitten, dass wir darüber aufstimmen. Jean-Pierre Kaufmann. Ja. Andy Kieser. Ja. Anne-Marie Nagel. Ja. Joch. Jules Sauber. Ja. Serge Stein. Ja. Paul Theisen. Ja. Nico Welsch. Ja. Jean-Marie Altmann. Ja. Serge Eicher. Ja. Anora Fiogarini. Ja. Fiogarini. Ja. Merci. Dann haben wir einen zweiten Punkt, und zwar die Abteilung vom Congé Politik. Das ist der Congé Politik, den wir mit Syndikaten noch dabei kriegen. Das sind 9 Stunden, und die wollten wir so abteilen. Alles 4,5 Stunden. Einmal für den Serge und einmal für den Andy. Und das haben wir auch so aufgeklärt mit der halben Stunde, so dass das kein Problem ist, das am Gesetz nicht präzisiert, dass wir das könnten so machen, noch mal eine halbe Stunde. Sind du froh? Da gingen wir darüber aufstimmen. Jean-Pierre Kaufmann. Ja. Andy Kieser. Ja. Anne-Marie Nagel. Ja. Joch. Jules Sauber. Ja. Serge Stein. Ja. Paul Theisen. Ja. Nico Welsch. Ja. Jean-Marie Altmann. Ja. Serge Eicher. Ja. Anora Fiogarini. Ja. Vielmals merci. Voilà, da kommen wir schon zu unserem nächsten Punkt, wo wir
Vertreter an de Syndikater wollen nennen, du ging mir aufhängen mam Sias. Dat is een Wort sekret. Ja. Also beim See so ich war ja do firrun auch am Komitee an noch am Büro, dats mir Lohne nehmen bei méi do am Komiteezanter dass Statute gerne tun an Lodo 22 Gemengen am Komitee sinn an ich war auch do Vizepräsident vum Sie aus derfir enke min Kandidatur ha stalt fir mat Arabisch kënne virun zu fuhren an mir hun en gut Entente, doch do werden Leiidelo bëssen ändernen. Wir sind aber auch noch Leute dabei, die auch viel schon da waren an dem Sinn. Die wir auch in der Kontinuität wollen weiter schaffen. Ja, also mach so. Abstention. 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 Claude Marsan. Abstention. Claude Marsan. En abstention. Voilà, na laut schon gesot an 5 Mal Abstention an 6 Mal dann der Kandidat gewählt. Da kommen wir zum nächsten Syndikat, das ist der Sigi. Da haben wir 2 Kandidaturen. Die vom Serge Tein, den Dolo als Vertreter war. Und ich meine, das war ja auch kompliziert an der letzten Zeit beim Sigi. Noch wenn ich merci Serge für die Arbeit, die du gemacht hast. Und dann der Nico Welsch als Kandidat auch für den Sigi. Ja, du gesetzt dich nicht. Ich wollte vielleicht noch so nach einem Punkt du jour. De man Dr gesat Ke vun de Schëtterbierger an den Grengen a met Treter an den an nomlächte Punkt. Serstein, Nico Welsch, Serstein, Serstein, Nico Welsch, Nico Welsch, Nico Welsch, Serstein, Nico Welsch, Serstein, Nico Welsch. Nummer 5 Mal Serstein, 6 Mal Nico Welsch. Weil dann der Nico Welsch der Poste bestimmt.
Dann gehen wir bei den Minetkompost. Da wird den Jean-Marie Altmann dann Kandidat. Abstention. Jean-Marie Altmann. Jean-Marie Altmann. Jean-Marie Altmann. Jean-Marie Altmann. Abstention. 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 Jean-Marie Altmann. Jean-Marie Altmann. Nummer 6 Mal Jean-Marie Altmann auf 5 Abstentionen. Voilà, dann hat man den nächsten Syndikat, den CDR, das ist der Wassersyndikat, und da wird den Nico Welsch der Kandidat. Ja. Nico Welsch. Nico Welsch. Nico Welsch. Abstention. Abstention. Nico Welsch. Nico Welsch. Nico Welsch. Abstention. Abstention. Und wir löschen Abstention. So, da hätten wir 5 Enthaltungen an 6 Mal. Nico Welsch, und wird Nico da gewählt für den CDR. Da kommen wir bei der Südest, da ist dann Tofasser, da wird Nico dann noch ein Kandidat.
ist mir dann unreges. Ja. Merci. Merci. Nico Welch. Abstention. 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 Nico Welch. Abstention. Abstention. Nico Welch. Nico Welch. Nico Welch. Nico Welch. Nummer 5 Abstentionen. An 6 Mal den Nico gewählt. Das Nico als Vertreter am CDest. Da gehen wir zum CIDOR. Und das ist ein Müllverbrennungsanlage. Und du wärst dann der Serge Eicher Kandidat. Abstention. Serge Eicher. Serge Eicher. Abstention. Serge Eicher. Serge Eicher. Abstention. Abstention. Serge Eicher. Abstention. An Serge Eicher. Hat man 5 Abstention an 6 Mal de Serge, dann ist der Serge gewählt für das Sido. Sido. Ja, da könnt ein Syndikat, wo anscheinend nicht so lustig ist. Das ist geht doch um Verbrennung, nicht um den Müll. Und du hast den Andy oder Andrew Kaiser sich da gemeldet, für den Nummer richtig auch zu so. Und dann die Kandidat für die CISEC. Abstention. Andy. Andy. Abstention. 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 Abstention.
Andy. An einkehr der Nummer 6 Mal für den Handy an 5 Abstentionen Nummer werden Handy da gewählt für das Sisek. Da gehen wir auch schon zum nächsten Punkt. Die verschiedenen Delegierten, die man muss an das Bellen an einer Kommissionen darüber nennen. Ich gebe die dann vorlesen. Da hat man sich Sirdal im SBL an der Club Sonja Sirdal. Da wären dann als Delegierten den Jem Kaufmann an den Andy Kaiser und dann als Suppléant des Herr Eicher. Dann haben wir die Kommission de Surveillance du SIPA Grengewald. Das wäre dann noch der Jem Kaufmann an den Andy Kieser. Dann am Klimabündnis Lützeburg ich selber und dann den Jean-Marie Altmann als Suppléant. Am Komitee de Prävention sind ich dann noch. An der Kommission konsultativ aéroportuaire sind ich dann noch an als Suppléant de Serge Eicher. Als Délégué au sein de la Commission de Surveillance de l'enseignement musical, das wird dann den Serge Eicher. Und als Délégué Schötter Jugendhaus, den Andy Kaiser. Und als Délégué au Transport public de Jean-Marie Altmann. Dann haben wir den Délégué Politik für Chancengleichheit, das wir Richtern. Dann haben wir den Délégué für die Pluspartnerschaft SER, das wir Richtern an den Jean-Marie. Dann hätten wir den Office Regional du Tourisme, wo ich auch schon drauf war, anderen Kandidat sind, an den Serge Eicher Suppléant. Dann haben wir den CGR, wo dann den Jean-Marie genannt wird, anders. Dann haben wir den responsable Pakt Klima, das wir ich, den responsable Pakt Natur auch, und an den Komitee de Koordination des Communes bei der CREOS, gibt man dann den Andy Kaiser nennen. Und dann haben wir noch l'Assemblée des Copropriétaires von der Résidence Cité Erde, also als Logement 50+, das wäre dann noch den Serge Eicher. Ja, Nora? Ich habe just eine Frage. Warum ein Repräsentant für die Civicol genannt? Ja. Das ist eine andere Prozedur. Das ist selbst wie den CG10. Da wird gewählt, wird ja regional gewählt zwischen den Gemeinden und die Grundrechte. Die Prozedur, die bestimmen wir nicht direkt. Aber da muss man über die Prozedur. Zirkulär war ja am Donnerstag Anspruch. Kaum Freude, Mensch. Voilà, was sonst kein Froh sind, da gibt man auch über den Punkt aufstimmen. Jem Kaufmann. Ja. Andy Kaiser. Ja. Anne-Marie Nagel. Enthalen. Claude Marsens, ja. Gilles Sauber. Enthalen. Serge Stein. Enthalen. Paul Theisen. Enthalen. Nico Welsch. Ja. Jean-Marie Altmann. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Forgargini. Enthalen. Merci. Also von den Enthalungen an 6 Mal, du hast den Punkt aufgestimmt. Voilà, dann gehen wir zum Enseignement musical und da sind schon mit vom Schwätzen, da gebe ich dann dem Serge Schwitt. Merci. Guten Morgen noch von mir. Ich gebe euch da kurz die provisorische Organisation von der Schule, Musikschule Sirdal für 2023-2024 vorstellen. Und das ist so, dass die schon vom 4. Schöpferrat, der 7. Juni, approviert ging, das hat mich gemacht, weil die Dokumente von Recht nur der letzten Gemeinderatssitzung halb der Gemeinde gekommen sind und sie aber mich validiert sind bis den 15. Juli. Und dafür geben wir dann halt proposieren, von die Decision vom Chefrat zu konfirmieren. Zu der Schulorganisation selber kann ich folgende Ziffern nennen. An der Kurkollektiven, da sind für das nächste Schuljahr insgesamt 14 Klassen vorgesehen am Budget. Das wären dann insgesamt 200 Schüler. Und an den Kur individuellen hätten wir 144 Schüler im Moment vorgesehen. Davon wären 137 Kanner oder Jugendliche und 7 Erwachsene. Das sind dann insgesamt 5.760 Minuten. Das heißt 96 Stunden Kur, die pro Woche für die Gemeinde gehalten gehen. Und den den Stundenpreis, der von dem OGDA im Moment budgetisiert, das wird das pro Stunde kosten, der liegt für nächstes Jahr, also für nächstes Schuljahr, da bei 7.376,32 € pro Stunde. Die 12, wenn man die verrechnen, gibt das dann den Gesamtkostenpreis für als Gemeinde gehen von rund 708.000 €. Dieser Stundenpreis stellt eine Steigerung von über 27%, also 27,64% par rapport zu 2022-2023 dar.
Das Dach enorm Steigerung erklärt sich durch eine Reihe Indextranchen, die an den letzten Monaten unter sind. Und aber für allem auch durch ein neues Gesetz wird das vor an der Chambre gestimmt gehen, als an der Stadt am Anfang Charge de Kuren hier Karrieren revalorisiert gehen und dann plus gehen die Karrieren noch revalorisiert retroaktiv ab 1. Januar 2023 und das bringt dann einen enormen relativ hohen zusätzlichen Kostenpunkt zu sich, was die Steigerung von den 27% sich erklärt. Voilà, da gehe ich auch profitieren für den Serge Stein. Merci zu so weil die letzten Jahre immer als Vertreter an der Kommission de Surveillance von der Musikschule für die Arbeit, die hinter gelegt wird. Auch ein ganz großes Merci natürlich dem Monique Guillaume, der Teil lokal als responsabel ist, für als Musikschule zu organisieren und der immer mit ganz viel Geduld an Organisationstalent möchte. Und dann müssen wir das Jahr auch groß Merci dem Jean-Luc Blasius so, den immer den Chargé de Direction war von der regionalen Musikschule an den Loa abhält. Und du wirst gesagt gehen durch den Frank Wagner und ich meine Jean-Luc Blasius hat das ganz leicht, aber ich meine Zentrum der Gründung von der Musikschule das ganz immens gut abgebaut, gut geriert und dafür gilt ihm größte Merci für die Arbeit, die hingelegt hat. Voilà, versuch's nach froh wer. Ja, Serge. Ich kann, merci Serge für die Erklärung. Ich kann mich Dinge wieder just durchschließen, dass wirklich ein Florderbig gelegt ist, vor allem vom Jean-Luc und vom Monique, weil sie waren über die Jahre lang für als Dobert Monique, müssten habe ich ja ganz klar nach Pfeiler an, das soll dann noch auf Maximum unterstützt gehen. Und was doch gesagt ist, dass die Geschichte mit der Karriere, das effektiv so, dass die höchste Steigerung sind langer Zeit an der Musikschule. Wir haben immer gesagt, dass die Musikschule mit groß geht, weil doch mehr Kosten bei uns kommen. Die waren aber noch minim par rapport zu der Karrieresrevalorisation, wo an sich Charge für du an einer E-Karriere klassiert waren und die Kinder an einer A-Klasse, an einer A-Karriere klassiert. Dafür eben noch der Kostenpunkt. Und wir werden aber trotzdem Musikschule weiter auch als Schötterbierger unterstützen. Merci. Merci. Das ist keine Wortmeldung mehr Sinn. Ich meine, das alles gut in den zwei Sessionen. Merci und ich meine, das ist eine große Bereicherung für als Kulturleben heute zu schütten, dass wir so eine gute Musikschule haben und auch die Harmonie so gut funktioniert. Und ich meine, gerade auch ein immenses Jahren, da habe ich da gelegt und voilà. Die Suche sind, wie ich schon gesagt habe, gut investiert. Da ging mir mit dem Punkt aufstimmen, Jean Kaufmann, Ja. Andy Kaiser, Ja. Anne-Marie Nagel, Ja. Joch, Jules Sauber, Ja. Serge Stein, Ja. Paul Theisen, Ja. Nico Welsch, Ja. Jean-Marie Altmann, Ja. Serge Eicher, Ja. und Nora Forganini. Ja. Merci. Da gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist ein Punkt, die wird den Genoss Kaffeestisch. Ich meine, ihr wisst, dass ein Roulement zwischen den vier Gemengen, Sandpfeiler, kommt dann niederan von der Schütter. Das ist dann immer den Kaffeestisch, Genoss von den Männern organisiert wird. Das wird zu niederan werden. Und das ist dann auch so, dass do et Kächten dann immer von der Gemenge überholt gehen. An die anderen Gemengen dann einen Dom von 500 €. Das ist so Tradition schon in enger Jahren. Und so müssen wir dann noch heute einen Dom von 500 € stimmen, den dann nun d'œuvre de Bienfaisance geht, Amitié am Sand, Amitiero, SPL. Und da haben wir dann für das Jahr gemerkt, bis dann Menke die nächste und als den Kaffeestisch zu organisieren. Der war das am Kader vom Klimadach, am Recyclingcenter, den 9. Mai, mensch war das. Und das hat auch seinen gewinnten Erfolg. Nächstes Jahr so neu sind alle mal gerade, weil er dann aus den nächsten ist bei uns. Oder wenn du noch froh sind. Kein Frohen, da können wir auch darüber direkt aufstimmen. Jean Kaufmann. Ja. Andy Kaiser. Ja. Anne-Marie Nagel. Ja. Joch. Jules Sauber. Ja. Serge Stein. Ja. Paul Theisen. Ja. Nico Welsch. Ja. Jean-Marie Altmann. Ja. Serge Eicher. Ja. Und Nora Forganini. Ja. Merci. Voilà, da kommen wir zu den Infrastrukturen. Da hatten wir für diesen Mal den Kontrakt dabei am Steffensfern.
Du geht es den Velosfee, den wir eigentlich wollen bauen, von der Minzbagar bis an so eine Aktivität. Da sind ganz viele Sachen geklärt mit den anderen Proprietären, die du noch Weh auch leihen. Lassen eine Kondition zu erfüllen vom Consort Monitor am Kader von dem PHP. Das ist aber keine große Sache. Wir haben aber den Herr Steffen schon den bei erschrieben und wir haben aber wichtig fand, dass wir den Lo einfach auch mattuellen darüber aufstimmen. Ich meine, das ist ein flotte Gest, wenn jemand der Proprietären hinskriegt, wir können so weiter zu bauen. Ich meine, das do wo de méchens drin hängt, Wammer mir se voller guter Wëlle, méi wann dann Leiit net mat spielen, a mé können den Terra net lohnen oder net kafen, dann ass et schwierigg eng Infrastruktur zu bauen. An diesem Fall eben, wie gesot ass den Akkor do an dafür war das wichtig, den an Avalo haut an dieser Manner formeller Gemengerotssitzung mit das awer eng dann noch mat zu hëlle. Wann du lo nach froh wären zu dem bei. Ja, Serge, das an sich kein froh mehr, das ist eben für fern dicke Merci zu suchen, dass den Kontrakt mit den erschrieben, das ist eine Sache, die war schon relativ lang bekannt, dass hier Neustadt Gift zugestoßen und das ist eigentlich von ein paar Etappen, die am Fongoluschen und den letzten Jahren, wo ich viel habe ich gelesen hinaus. Und wir kommen der Sache immer mehr nach, sodass ich denke, dass während dieser Legislaturperiode aber DW-Wert können eine Realität gehen. Und ich meine, das ist eine wichtige Verbindung, dass die Leute mal nicht mehr müssen über die Hauptstraße laufen, respektive mal Velo fahren. Und da trägt der Sicherheit zu jeder Enge bei, obwohl weder kann oder weiß nicht. Das ist am Ende für jeder Enge. Merci. Merci fern dafür. Ganz richtig schon. Ich meine, das ist eine von unseren Prioritäten, so sehr, wenn wir das auch können, das dann noch umzusetzen. Voilà, wenn du keine frohe mehr sind, dann gehen wir auch zur Aufstimmung. Scham Kaufmann. Ja. Andy Kaiser. Ja. Anne-Marie Nagel. Ja. Joch. Jules Sauber. Ja. Serge Strein. Ja. Paul Theisen. Ja. Nico Welsch. Ja. Jean-Marie Altmann. Ja. Serge Eicher. Ja. Und Nora Frau Gagnini. Ja. Ich muss noch ein bisschen trainieren, mir ist schon nicht Voilà, da kommen wir zum Punkt 5.2, wo es um den Wie geht, und den stellt den Serge S4. Den Andy S4, pardon. Ja, merci Claude. Guten Morgen noch alle Gute von meiner Seite aus. Bei diesem Punkt handelt es sich um verschiedene Arbeiten, die unsere Gebäude müssen in der Rolle gehen, für eine Mise en Konformität zu machen. Da hat man zum Beispiel einmal den nächsten Punkt, dass einmal am Jahr als Brandschutztiere von einer agreierten Firma kontrolliert. Und bei diesen oder bei verschiedenen von den Brandschutztieren müssen nur Besserungen gemacht gehen, respektive Erneuerungen durchgeführt gehen, wo sich der Kostenpunkt fährt, ob rund 6.000 Euro belaufen. Dann hat man für 67.800 Euro verschiedene Tiere, wo müssten an der Schule ersatz gehen, der Meserelais, aber auch an der Sportzahl, weil die einfach Evaluatoren durch das Feld benutzen, Verschleißspuren abweisen und durch Klammen oder Klammen oder nicht mehr richtig zugehen. Außerdem geben wir Tiere zwischen der Schule und dem Centre kulturell an die Hauptentrée von der Meserelais durch ein Schiebe, die ersetzen, so wie schon bei der Schule Ende 2022 gemacht wurde, für die Hauptentrée, wo ein Schiebe die ist. Als dritten Punkt hat man danach verschiedene Umänderungen Pavillon Cadolto, wo müssen in der Rolle gehen für den Agreement vom zuständigen Ministerium zu kriegen, für die Pavillon können für die Meserelais zu benutzen. Und zwar so, dass du musst 2 zusätzliche Kannertoiletten Lavaboen, ein Spiegel als Sicherheitsglas an op Regale installiert gehen, an Brandmeldeanlage muss und Alarm so geschlossen gehen, an hier belaufen sich Kosten op rund 17.000 Euro. Und da muss man nach den Pavillon Cadolto auch die Normen von der ITM aufpassen, an den Blitzschutz umbringen lassen. Ja, ist aber so, dass man dort noch kein fixen Devis haben, wenn es die 50.000 Euro, wo du sind, das sind also eine reine Schätzung. Und dann haben wir eben noch der letzte Punkt, an denen verschiedene Gebäude sind immer Änderungen und den elektrischen Verteilerschiff gemacht gehen, und die sind dann teilweise per Hand am Plan verbessert gehen. Bei verschiedenen von den Schiff fehlen Schaltpläne
und mussten einfach ganz neu gezeichnet gehen und das wird sich dann auf 5.200 € belaufen, sodass dann von den 5 Ablöschungen, wo man hier den Gesamtkostenpunkt sich auf 200.000 € wird belaufen. Wenn du froh wären, dann ganz gerne. Ich meine, wenn ein bisschen an der Technik da ist, dann wir sehen, dass der toten Erbischte sind, die ganz klar notwendig sind, dass ein Solitement von 200.000 €. Ich meine, wie für du schon gesagt hast, bei der Musikschule auch mit Indextranche sind die Lohnkosten mit an Blut gegangen. Das ist natürlich auch da mit dabei von den Firmen, wie auch da steht, dass spezialisierte Firmen das machen und da soll ja auch ein proper Arbeit gemacht werden. Nicht, dass Drop beim Kontrollen Beanstandungen abkommen. Ich meine, das ist eine Sache, die muss machen, auch en vue vom Masterplan 2050, wo ja der Campus nach ausgebaut wird. Ich meine, du bist da in sind ein paar Monate, bis das so weit ist. Dafür muss aber trotzdem das Material, Energiemehrmaterial instand gehalten gehen. Das wird dann noch von unserer Seite unterstützt gehen. Nach wie vor, wie wir da doch schon viel gemacht haben. Merci. Du hast noch Frohen. Also ich meine, die Merci für die Erläuterungen. Dann gehen wir zur Aufstimmung. Jean Kaufmann. Ja. Andy Kaiser. Ja. Anne-Marie Nagel. Ja. Joch, Jules Sauber. Ja. Serge Stein. Ja. Paul Theisen. Ja. Nico Welsch. Ja. Jean-Marie Altmann. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Fogarini. Ja. Merci. Auf den nächsten Punkt aus dann aber das um Serge. Voilà, für die Lotnabischen zu machen, waren am Budget 2023 100.000 € vorgesehen. Dafür müssen wir einen kleinen Zusatzkredit stimmen von 75.000 €. Für was 75.000 €, nicht die 100.000 €, das wären wir vom letzten Jahr, wie man dort kommt, wieder in 22 gekriegt und man einen Überschuss von über 40.000 €, den wir mal drüber geholt haben. Das heißt, dafür braucht man vom einen Zusatzkredit für 75.000 €, für das doch sicher durchgeht. Voilà, der Kredit ist auch disponibel. Dafür gebe ich der Proposiere für den Zusatzkredit zu stimmen. Merci Serge. Nach Frohen. Da stimmen wir darüber auf. Jean Kaufmann. Ja. Andy Kaiser. Ja. Anne-Marie Nagel. Ja. Joch, Jules Sauber. Ja. Serge Stein. Ja. Paul Theisen. Ja. Nico Welsch. Ja. Jean-Marie Altmann. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Fogarini. Ja. Merci. Und da kommen wir zu den 2 Verkehrsreglementen, die man müssen aufstimmen. Modifikation Agenten, die gehen am Anfang zu summen, geht den Chantier an der Rue Principale Neuheißen, wo Loganzstraße zu war, die geht aber noch ab, geht dann Talsche von der Straße gespart und das geht mit Luchten regliert, das hat den Reglement und dann ist aber der Risk, dass dann der Verkehr durch die Rue Carrière fährt. Dafür ging man dann da ein C2 installieren. Da haben auch schon Leute ein bisschen reklamiert, ne, weil da war viel Verkehr auch durch die Carrière war und auch nicht unbedingt zwischen Geschwindigkeitsreglement gehalten wird, dann die Polizei informiert, also die nächsten Kontrollen, die sollen auch da gemacht gehen, für das da angehalten wird, bis der Chantier dann fertig ist. Also das wäre dann 2 Mal bis zum 27. Juli inklusive, wo das dann so reglementiert wird. Und du noch frohe sind. Nee, da können wir auch darüber aufstimmen. Jean Kaufmann. Ja. Andy Kaiser. Ja. Anne-Marie Nagel. Ja. Joch, Jules Sauber. Ja. Serge Stein. Ja. Paul Theisen. Ja. Nico Welsch. Ja. Jean-Marie Altmann. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Fogarini. Ja. Merci. Voilà, und da kommen wir zu dem Punkt, den der de Jour gesagt hat, wo den Ehrentitel von Jean-Paul Jost geht. Also, guten Morgen noch von meiner Seite. Chatterbierge an die Gering wollen diesen Punkt auf Nord du Jour von der Sitzung bringen, wo darum geht, um den freien Bürgermeister, also dem Jean-Paul Jost, den Titel von Ehrenbürgermeister zu geben. Der Jean-Paul hat in seiner Zeit als Chefin und an den letzten 6 Jahren als Bürgermeister immens viel gelegt an den Startschuss für grosse und wichtige Projekte wie den Ausbau von der Schule an der Maison Relais,
de Komplex multifunktionell mam Ressourcencenter an den neuen Dorfkehr fir der Lunnemmen pur ze nennen ginn. Immer besuercht fir de Besoen vu senge Bierger, egal ob jung oder alt oder Mannerjung, so gut wie möglich gerecht zu gehen. Immer fair, ruhig, transparent, gerecht, weien Open Ohr für jeden, aber disponibel für senge Bierger 24 Stunden op 24, 7 Tage op 7. Als Schütter Jung leiht Empfehlung der Entwicklung vom Dorf an Wohlbefanne für senge Bierger. Dafür huet hier sech mat Herz a Seel agesat. Auch de moderate Wurstum, Nachhaltigkeit und Gestion von den natürlichen Ressourcen waren eng für seine solche Prioritäten. Nicht zu vergessen, die vielen Jahre, wohin als Gemeindesekretär auf der Gemeinde Schütter geschafft hat und sich demals schon durch den professionellen Arbeit für die Wohl von unserer Gemeinde angesagt hat. Für sein unermüdliches Engagement, sein Einsatz an Arbeit wollen wir den Chefen der Gemeinderat bitten, ihm als Merci den verdienten Titel als Ehrenbürgermeister zu geben. Voilà. Voilà, ich meine, echt mal vielmals merci, dass die Initiative da geholt hat, Schütter Bierger mit den geringen zu summen. Ich meine, wir sind auch der Meinung, dass den Jean-Paul seine Arbeit ganz gut gemacht hat. Ich meine, wir haben eine ganz gute Relation mit Jean-Paul. Wir sitzen nach letzter Woche zusammen mit dem Erle Schafferroth über Dossien zu diskutieren. Und ich meine, dass wir als DP-LSAP-Majorität auch die Proposition voller ganz unterstützen. Wir hatten aber gesagt, wir gingen das am September feierlich auch machen. Wir haben die heutige Sitzung abgerufen, ein bisschen aus der Urgence herausfinden, das Video zu stimmen. Und ich meine, noch wir wollen eine proper Entscheidung holen, eine Deliberation schreiben, die seinen Meriten gerecht wird. An die Zeit hatten wir bis nicht, und dafür gingen wir proposieren, den Punkt just zu reportieren, mit der selben Intention, wie diese Heilo proposiert hat, für dann den Titel honorär dann noch zu dezidieren am Gemeinderat für den Jean-Paul Just. Well, merci für die Proposition. Ich denke, dass am Ende von der Sache auch ganz klar noch Anne-Marie merci auch für ihre Initiative, für das Ganze an Bewegung zu bringen. Man hat schon ein paar Mal darüber geschwärzt. Und das ist so flott, dass du wirklich dann eine Deliberation am Hirsch könnt, wo man das da können offizialisieren. Ich will aber einer profitieren, auch durch, für auch nach den Membern von den Schütter merci zu sagen, den Weg sitzt hier am Publikum, hier ist auch nicht mehr mitgegangen. Und es waren auch noch Fio Schweich, also auch nicht mehr mitgegangen, dafür hin zwei. Ein dicke Merci für die Zeit, wo Sie bei den Schütter waren. Voilà, merci, das war's. Oh, merci, Vic. Also auch für die Members, die aus dem Gemeinderat ausgetreten sind, auch im September. Ich meine, das Festivität auch mein Partner, wie wir das wollen organisieren. Und, bon. Ich war einer Member, kann ich mich nicht auslassen. Aber für die, die am Gemeinderat waren, wird das eine Flottfeierstunde gehen. Ich hoffe, dass alle dabei sind. Dann passt ja nicht an der Vakanz, dann die Zeit, Vic, oder? Nee. Voilà, dann ging wir dezidieren, den Punkt dann auf die nächste Gemeinderatssitzung zu reportieren. Ging wir darüber aufstimmen, Jem Kaufmann, ja. Andy Kaiser, Ja. Anne-Marie Nagel, Ja. Joch, Jules Sauber, Ja. Serge Stein, Ja. Paul Theisen, Ja. Nico Welsch, Ja. Jean-Marie Altmann, Ja. Serge Eicher, Ja. und Nora Fogerny. Ja. Vielmals merci. Dann wären wir bei den Questions écrites, wo wir keine hatten, so versuchsfrohe wären von den Gemeinderatsmembern. Von den neuen Membern, also brauchen eine gewisse Zeit für die Chance schaffen. Also verstehen da, wir haben das ja auch schon gesagt, wie man die Verhältnis gemacht haben, der froh nicht, wenn der gerne und den Alain, den hilft dann mal dort und dort an mir als Chef oder natürlich auch an einer Kolleginnen und Kollegen rund um durch. Voilà, da kommen wir Question du Public.
Guten Morgen noch von meiner Seite aus. Ich wünsche dem neuen Gemengerot viel Courage. Und dass sie durchhalten. Und ich hatte eigentlich so froh, die erste Frau ist eigentlich Prinzipal de Bayern, die Rotblut. Leider Gottes muss ich ja sagen, ich hatte mit dem Gemengerot Förderungen geredet. Und da sind wir gesagt, geh mir gucken. Du kannst mit dem Velo hin, du musst den Schrot fahren. Du kannst mit dem Traktor hin, musst du den Schrot fahren. Du kannst mit dem Motorrad hin, auch den Schrot. Das ist nicht, dass der Schrot fahren, mit sind die Punkte und sind die Suen, wenn du da ein hängst. Die funktionieren nicht. Und das ist eigentlich hauptsächlich die Seite von Evasieren. Kann natürlich auch sein, dass die Fuschette raus, oder von Minzbier fort, aber da kommt dauernd Auto und das dann irgendwann funktioniert. Das ist eigentlich just das Problem. Das ist mir echt froh. Und die zweite ist eigentlich für Jahren, als wir gesagt haben, gibt es einen Weg gemacht zwischen den Stehen und der Rüde Bayern. Wo sind wir da drin? Hanneland, Steisebund. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich dir nicht sein mehr, aber da war mal eine große Versammlung auch gemacht, da waren Bauern noch schon gerufen am Centre des Molls. Das wäre eigentlich zu froh. Merci. Merci für die Frage, Carlo. Also, Rotblut, ich meine, was du ausschreibst, ist ein bisschen ein Problem von dem Sensor. Dann, dem nur, wenn da drauf steht, dann reagiert der nicht. Ich meine, dann holen wir das mit, muss man gucken, das technische Service, das denke mit der Firma Kontakt abholen, für zu gucken, dass das, also dem nur, wie es im Auto steht, geht doch eins da nicht. Oder dauert wirklich immens lange. Ja. Nein, wir müssen gucken, wir holen das, dann schreiben wir da drüber und dann gucken wir das mal. Das muss ja zu anderen sein, da müssen sie vielleicht noch Sensor dabei machen. Ich weiß auch nicht genau, wie technisch funktioniert, aber das muss so, oder eben ein Autos, die man am Radar oben drauf hat, die Luten. Das ist den, der andere, das WW, sind schon nicht genau, Highland steht. Ja, also wir mussten als mal setzen, wo den Dossier drin ist, wozu habst du? Da denke ich, was ich weiß, dass das dann alle mal gesagt hat, dass Flusspartnerschaft doch da am Gangen ist, Lösungen zu schaffen. Ich habe mir da aufgeschrieben, Beispiel Betster, dass ich vielleicht mir kurz mit meiner Brett wäre, möchte, das ist nicht mehr einfach, weil also mal gucken, wo den Dossier drin ist, und ich antworte nicht besonders. Ja, ich wollte dazu sagen, da war ein Projekt diskutiert, dass wir auf viele Plätzen, das hängt in dem Droit de Passage, dass sie viele Privatproprietären, wo es nicht so einfach ist, für dort durchzukommen, zumindest bis Land de Pavillon Europa, also schon ein Stück weh, und das Leih 4 soll es raufgehen, dass man den Proprietären geschwärzt, du hast keinen Akkord von denen, aber wenn Leute einfach dagegen sind, dann möchte ich nicht ganz viel mehr. Der Chefrat wird sich der Sachen sehr grün wollen, für zu gucken, zeigt natürlich auch mal Sachen, dass es da nach Flinnecke geht. Ja, merci auf jeden Fall für die 2 Punkte. Dann haben wir die abgeschrieben, Serge. Mehr effektiv zu dem W, also du hast, soweit ich weiß, als Schröder Associé, die sind auf dem Dossier für den W Landsteisebund. Und das wird schon gesagt, das sind effektiv viele Proprietären, die man am Spiel, und das heißt nicht evident, für da auf einen geringen Zweig zu kommen. Auch von den heißt er nicht gebraucht wird für Velos mehr. Die geringen Zweige sind aber wichtig. Nachfragen. Ja, sie kann froh, ich begrüße nicht auch alle Gute für alle Mortinei. Und ich bin froh, dass die Sitzung heute so ruhig, also gut über Bühnen kommen ist. Und ich wünsche, dass das so viel geht. Merci. Merci, Robin. Nach ein Froh. Nee. Ja. Robby, du hast gut geschwärmt, wir wünschen uns da doch. Ich weiß auch nicht, dass das, weil das muss so frei ist, dass man das gesehen wir dann. Auf jeden Fall profitieren von der Gelegenheit, wir dann zu annoncieren, dass die nächste Gemeinderatssitzung der 27. September ist. Und für den Woche, wie wir das gewinnt sind. Bis dahin wird der Chefrat probieren, sich ranzuschaffen, als Kongen abgeschrieben, und mal gucken.
so gut wie möglich für uns zu kommen. Für so gebe ich alle gut eine schöne Vakanz wünschen. Ich so eine große Merci für die gute Arbeit, die der Morgen schon gelegt hat, die wir heute zusammen gemacht haben. Publik Merci, dass der hier war, Publik da draußen, den es vielleicht noch geguckt hat oder mich später am Dach nehmen möchte. Und da profitiert er vom Durst fehlt ein bisschen und Obst. Mir für den Rest ist das aber eigentlich okay, für eine Kischelchen mal zu holen, dass wir gut an die Woche starten und dann bis am September rund um den Durchen. Große Merci und einen schönen Tag noch. Adi.